Servus, Alter. Oh, Hi. alles klar. I'm Wie fine, geht's? thanks. Great. I Yes. have some animal facts for you. Tier Facts. Tier facts, ja. Okay. Bring it on. Ja. Wildschweine sind erschreckend intelligent. Sie übertreffen in Kognitionstests Tried in English. ja, regelmäßig Hunde und teilweise Dreijährige. Sie können Spiegel verstehen, also begreifen, dass das Spiegelbild sie selbst zeigt. Das können die meisten Tiere nicht. Ich check nicht, wann ich in den Spiegel schaue oder ob das jetzt einfach mein Zwilling ist. Ich oder schaue nicht in den Spiegel, ja, weil so ein Portal in die Anderswelt. Ja. Deswegen schaue ich immer, wer von meinen jüdischen Freunden im Verwandtenkreis, wann da mal einer stirbt. Ja. Weil dann hängen die alle Spiegel ab und dann kann ich mich im Haus frei bewegen. Ich weiß jetzt tatsächlich deswegen auch erst seit ich Radl fahre, dass ich fett bin. Ja, Weil ich vorher nicht gewusst, die jetzt natürlich einfach runterschauen können. ja, Meine Oberschenkel und was halt neues Fett ist an mir. ja. Aber bin jetzt schon auch dankbar. Wie geht's dann so? Mir geht's gut. Heute ein bisschen miert irgendwie. Aber Echt? sonst, ja. Kenne ich gar nicht von dir. Nein, ganz was Neues. Krank oder miert, die zwei Sachen gibt's. Aber es liegt nicht an meinem Lebensstil. Bin seit, du ja auch, weiß nicht, was ich im Podcast sagen dürfen. Ja, freilich. Wir sind jetzt eine Woche trocken, oder? Eine Woche, ja. Bei mir seit, Ich habe am 1. April noch getrunken und ich das letzte Mal bei meinem Dad eben gesoffen. Ich bin seit dem 30. März bin ich trocken. ja. Vielleicht bin ich einfach nicht mehr, sondern in einer harten Depression Ich und glaube, im Zug. ich weiß nicht, ob ich in der letzten Woche einer ansatzweise sowas wie Dopamin ausgeschüttet habe. Also wobei auch. Ja, Nein, nenn mal irgendwas. Wo kann die Glück empfunden haben? beim Rechnungen stellen vielleicht. Aber auch Kleinbeträge. Weiß. Sag alles, was unter sechsstellig ist, ist für mich keine Rechnung, sondern ein Spielgeld Ja. im Endeffekt. Das ist auch nicht, ich möchte nicht arrogant klingen, ganz und gar nicht. Nein, aber irgendwann, wenn man mal eine gewisse Summen verdient hat, Ja. dann ist das einfach, ich spiele ja nicht Super Mario und mache die gleiche Welt 5-mal, Nein, sondern ich möchte das nächste Level kommen und dann richtig. freue ich mich. Und irgendwann habe ich einen Bowser dann. Ich überlege manchmal, ob ich die Rechnung steige, damit es in der Buchhaltung drin ist, aber einfach nicht abschicke. Ja, Weil ich dann sage, weißt du was, ihr habt es ja, wir haben so viel, ihr habt so wenig. Ja. Heute es, schaut, dass ihr irgendwas Lustiges damit macht, kauft denen, fahr mit deiner Familie in ja Urlaub. macht sich ein paar schöne Tage. Genau. Mei, Bei uns ist so High Life. Ja, die ganze Zeit. Wochenrückblick, Ostern war. Ja. Nichts zu sagen, wie man nicht sagt. So werden jetzt alle unsere Podcasts ablaufen, weil es gibt jetzt einmal an alle Leute, die sagen, dass Saufen gar nicht cool ist oder es gibt so viele Alternativen. Ja, Ja, aber okay, pass auf, jetzt folgende Alternative. Jetzt werden wir anstelle zu saufen, werden wir jetzt richtig aktiv anfangen, Padel zum Spielen. Ja. Dieses Tennis, was Ja. Gerhard Wand schießt. Okay, jetzt haben wir 2-3 Stunden ein super Padel-Match. ja, Was will denn dann die anderen nicht sein? Dann sitzen wir hier im Podcast und sage ich, hey Kid Rap, weißt du noch, damals das geile Padel-Match? Und dann sagst du, ja, ich erinnere mich. Geschichte verzeiht. Alles verzeiht. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass jemand tief wurde oder einen Ja, Ball Ball kommt. und Eier kriegt, ja. Aber auch da, schau mal, weißt du noch, okay, eine weitere Geschichte. Ja, Weißt du noch, als wir damals dieses 2-3 Stunden Match Padel gehabt haben und dann ist dir der Ball und Eier geflogen. ja, Das war lustig, gell? ja. Wisst ihr, was ich meine? Das ist das. Gut, Haben wir ja gestern auch schon drüber geredet, dass Urlaub, also so, sagen wir mal so in Freundesgruppenurlaube, noch halb so lustig waren, wenn es nicht gesaufen hat. Also, was mir ein bisschen gefreut, waren Tier- und Naturerlebnisse, Ja. so im Ding. Und sonst müsste die, dass ich ansatzweise auf den Spaß komme, einen ganzen Tag Jetski fahren. Hin und her. Ja, Wum, wirklich. wum. Ja. Aber jetzt 24 Stunden. Also, Ja. auch wo ich normalerweise schlafen, da die kann Ja. ich nicht ohne Alkohol einschlafen. Nein, ich bin seit Tagen wach. Ja. Deswegen ist mir der klar. macht Wahrscheinlich, Sinn. ja. Ja, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte, aber es ist um Urlaub gegangen. Also das Einzige, ist mir gerade gekommen, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, Ja, was mich in irgendeiner Form ähnlich gut unterhalten kann, wie Saufen über einen längeren Zeitraum, wenn man mit den Boys unterwegs ist, war Survivalen.
Ja. Natürlich, verstehe mich nicht falsch, wenn du am Abend mein Shelter baut, aber alles ist gerade super und dann machst du einen kleinen. Für was Dann mache ich? perfekt. Für was überlebe ich dann? Ja, das wenn stimmt. ich nicht saufen kann danach. Ja. Bin einfach nur Spast. Ja, ja das ist wenn einfach man es runterbrechen will, ja, ist es genauso, wie du gerade gesagt hast. Ja. Ich bin jetzt Nein, richtig. also, man muss ja, also Essen war noch was man schon, aber auch, ich meine, Essen ist ja was, das ist ja limitiert irgendwo. Ich kann ja nicht den ganzen Tag essen. Also nicht so viel, wie ich saufen kann. Nein, das nicht einmal ich. Nein, also ich nein, das stimmt. So, ich bin in Thailand, dann friss ich 3 so Reispfandel, dann bin ich erst mal die nächsten 2 Stunden satt. Du kannst halt dann auf jeden Fall schon mal zu den Desserts übergehen, Ja. das gibt dann noch mal ein bisschen was. Ja, Find aber ich. dann habe ich keinen Bock mehr. Ja, irgendwann, aber dann stehst du halt richtig da. Dann steht es ja irgendwann an. Ja. Das ist bei Bier nicht so. Bei Bier steht es selten noch. Ich behaupte, dass sogar sowas wie Schach Ja, mir besoffen mehr Spaß macht. na, Weil du kannst dich dann ganz anders versetzen. Klar, Ja. wenn du jetzt kompetitiv Schach spielen willst, gegen Magnus Carlsen, sagen wir jetzt einmal, ja, dann war es nüchtern wahrscheinlich besser. Na. Aber ja, auch nein, also ich sag, ein Urlaub ohne Alkohol, so ein Urlaub, so ein Burmausflug, jetzt nicht mit der Freundin, das es vielleicht schon geben, weil da, ja, da geht's dann schon. aber, Ja, das ist halt, aber ich kann auch nicht den ganzen Tag ficken. nein, Also nicht einmal ansatzweise. das ist ja, Weißt du, was ich meine? Ja. Gar nicht. aber ich sage einmal, man erlebt ohne Alkohol sicher erlebenswerte Dinge, aber nicht so erzählenswerte Dinge. Ja. Also, weil ich habe einen Grand Canyon gesehen und der war beeindruckend, kann keiner abbeißen, wenn ich ihm das verzeiht. Das ist einfach voll für einen Arsch. Aber wenn ich sage, hey, ich bin... Wir haben uns auf der Fahrt zum Grand Canyon komplett angegleicht. schon, ja. Das war so geil. Und dann hat er da hingeschifft, der hat da hingeschifft, der hat den politisch inkorrekten Ja. Kommentar Dann gemacht. hat Da war, der Dünste von uns einen Chance lassen und im Aufzug so leicht angesoffen, wollte er nochmal fahren lassen, dass er ein bisschen in die Hosen pisst das hat. passiert nüchtern safe nicht. Nein. Erstens hat er nicht die Eier anfahren Ja. zu lassen und das so weit kommen zu lassen, dass er sich dabei einpisst. Ja, Ja, Punkt nicht. Es gibt kein zweites. no. Nein, Na, sonst. Aber ich was möchte ist jetzt sonst auch nicht passiert? abdriften. Nein, ich bin kein Alkoholiker. Auf keinen Fall. ganz im Gegenteil. Nein, ich ich kann ja einfach mal aufhören. Klar, ich bin ein junger Mann, der das Leben liebt. Ja. Ich bin Aber- ein Mann, der das Leben liebt. Ja, stimmt. Ja. Ich bin ein Du, Mann. wenn man viel like glauben darf, sind wir jetzt gerade in der Blüte, gell? Ja, Also es ist immer, je nachdem, wo du bist, wenn du jetzt im Krankenhaus bist zum Beispiel, dann kehrst du eher zu den Jüngern. ja, das stimmt. Wenn's Ja. dir jetzt, Im Altenheim, Oder im Altenheim, Pflegeheim oder wenn es jetzt wiederum, vor dem sage ich mal, in Kindergarten. der Kindereisdisco bist. Ja, dann bin ich eher so ein Grund, warum die Leute Polizei rufen. Richtig, schon wieder, ja. Ja, weil ich ohne ein eigener Kind da bin und ohne Hosen. Ja. Weil Aber ich die daheim mit- vergessen habe. Klar, weil ich nicht Weil ja heute zurechnungsfähig sind bin. die Wechsel. Schon, ja. Oh, nicht schon wieder entschuldigt, Kinderchen. Weil ich mir schön 4 blaue eingeschmissen habe und meine Pumpen einfach nur noch geisteskrank Und geht. jetzt aber auch nicht weiß, wo ich im Stand da. Nein, heißt das gut. Aber das ist jetzt auch wieder ein komplett Ja, anderes nur, dass ich Thema. mich abkühle. Ja, freilich, Ja, freilich, ja. freilich. Ist eh klar. Es schreibt doch letztens, weil wir jetzt gerade bei diesen tiefschürfenden Gesprächen sind, schreibt einer, also den Podcast hört man sich schon mal anhören, nicht sehr gehaltvoll, schreibt er, aber saulustig. Und dann sage ich mir, okay, das lustig, das check ich ja. Ja, Aber was meint damit nicht gehaltvoll? ich meine, wir sind 2 Typen, Ja, die nicht einmal Z-prominent sind, ja, aber die eine Regelmäßigkeit eingebracht haben und jetzt einfach da hocken, sie beide Mikrofone und eine Kamera gekauft haben und die hocken mit einer Selbstverständlichkeit, als gab es keine Alternative nicht. ja. Wir sind Arbeiter, wir sind Ja. fleißig, wir sind hier jede Woche einen Tag da und machen Podcast für euch, nehmen das auf, Ja. schneiden das Zeug, machen daraus dann nur Reels, dass ihr eure tägliche Dosis in kleinen Häppchen kriegt Ja. und jetzt waren wir nicht gehaltvoll. Dann schlag doch einmal ein Thema vor. Ja, Mir über ist was sollen egal. wir reden? Ja. Über den. Nur weil über wir die den- letzten 5 Folgen nicht das Thema der Woche gehabt haben. Ah. Ja. Oh, das wird ein scheiß Thema, Alter. Nein, aber es ist nichts passiert. Ostern finde ich voll langweilig. Ja, wir arbeiten gerade am neuen Song. Ja, auch wurscht. Ja. Ist einfach nichts dabei. Nein, aber der Titel hat zumindest Alkohol dabei. Der Song heißt Erste Bier nach dir. Und damit machen wir diese Zeit. Ja, Das war's. ja. Ja, okay. Thema der Woche. Sport ist Mord. Ja. Was für einen Sport machst du gern, Alter? Äh,
werden jetzt die ganzen Radlfahrer natürlich nicht glauben, aber sehr viele Sportarten mache ich gern. Also ich zeige nur mal die auf, in denen ich ja sehr erfolgreich war und dann auch sehr viele, die genannt worden sind unter dem Video, die genauso schlimm sind wie Radlfahren. Ich war ein solider Tennisspieler. Ja. Ich bin einmal bei einem Turnier, war ich mir den ersten Platz im Badminton belegt. Ich bin relativ gut im Tischtennis. Also Schlägersportarten sind so ein bisschen mein Ding. Fußball war ja Torwart relativ okay, bis die Tore jetzt groß geworden sind und dann bin ich ausgestiegen. Aber ich habe selber erkannt, dass das keinen Sinn mehr macht. Ansonsten macht mir MMA sehr viel Spaß. Thai-Boxen, damit habe ich angefangen. Boxen macht mir auch Spaß. Judo ist was für geistig Zurückbleibende. Kleiner Scherz. Judo ist was für Feigling. Ja, schon. Für Leute, die nicht die Eier am Zurt zum Hauen. Ja, erstens das und zweitens das für notwendig halten, sie abzurollen. Ja. Dann sage ich mir, lasst es doch, wenn ich hinfalle, fahre ich. Ja, schon. Ja, dann habe ich es verdient, dass ich mir weh tue. Dann muss es so sein, wenn ich falle, dann falle ich. Dann gibt's Nein, ich weiß nicht, woher meine Abneigung gegen Judo kommt. Ich mag ein Taekwondo nicht. Das ist sicher beides anspruchsvoll und die Judo-Arschlöcher haben auch im MMA, hat es ein paar gegeben, die da eine Daseinsberechtigung haben, die dann ein paar miese Würfe geliefert Ich haben. wollte gerade sagen, nächstes Mal werde ich beim Einkaufen gehen, werde mir gerade schön einen Salatkopf in meinen Einkaufswagen kommen, werde mir schön schultern. Ja, dann richtig drinnen die Paprika. Ja, das ist schon, also ich glaube in einem Streetfight, wenn jemand wirklich richtig gut im Judo ist, dann geht das so schnell, das checkst du überhaupt gar nicht. Ja. Und dann schmeißt du dich und dann stehst du da wieder, größte dich voll der überhaupt, wenn es so drüber... Ja, mit Judo hat er eine Chance gegen mich oder wenn er 4 Schritte schafft, auch nicht zum Schwitzen. Das waren die zwei. Ich kenne keinen in unserer Umgebung, der das kann, also musst du keine Gedanken so sicher. Ja. Was ich sehr gerne lernen darf, war, was halt für MMA sehr wichtig war, war Brazilian Jiu-Jitsu, das darf mir schon sehr viel Spaß machen. Ja, das war so das, wo ich eigentlich relativ okay bin und was mir sehr viel Spaß macht. Ja, bei mir ist Fußball, das kann ich okay, für das, wie lange ich es gemacht habe. Ja, worin bist du richtig schlecht? Ich habe letztens hat's bei mir... Ich kann also tatsächlich alles so ein bisschen, glaube ich, also sowohl Badminton, Tennis, Baseball habe ich schon lange nicht mehr gespielt, also insgesamt so Ami-Sportarten kann ich nicht sonderlich gut. Also Baseball schätze ich dich gut ein, du schmeißt ja relativ gut. Und ich glaube auch, dass du eine gute Auge-Hand-Koordination hast. Also das Ding darfst du schon wegwichsen. Ja, also jetzt Tennis und Tischtennis ist jetzt nichts von meinen besten Disziplinen. Badminton müsste wieder reinkommen. Nicht Federball, gell? Badminton. Ja, das ist ein Sport. Ja. Na, sonst, also Thai-Boxen war ja dabei, Boxen. MMA, ich bin nicht so gern. Bodenkampf. Ja, das finde ich eklig. Willst du erst schwul sagen, gell? Nein. Tatsächlich nicht, nein, ich finde es eklig, weil die alle so schwitzen und ich schwitze auch. Und ich kann das so viel sagen, es ist wirklich eklig. Es ist vor allem, ich schwitze eigentlich nicht so schnell, aber beim MMA, also beim Bodenkampf habe ich so geschwitzt und dann hat er mir gerade irgendeinen Griff gezeigt und ich war so über ihm und ich habe ihm einfach ins Gesicht getropft. Ja. Aber das war dem egal. Ja, MMA, also Thai-Boxen ist ja schon Sappenboxen, das ist auch so anstrengend, aber das MMA, das die ganze Zeit jemanden festhalten und dann hast du versucht, da rauszukommen, das ist so todesanstrengend, das ist, glaube ich, mit das Wichtigste, was man, glaube ich, kennen muss im Kampfsport, dass du da rauskommst, um zum Überleben, sage ich jetzt einmal. Aber es ist sehr, sehr anstrengend. Ja, mal andere Sachen. Ja. Wie gesagt, alles ein bisschen Basketball. Da jetzt wiederum auch nicht so meine. Ich bin relativ okay im Werfen. Ja, also geht ja. Also, ich kann so einen Ball in die Hand nehmen und das schaut, glaube ich, nicht zurückbleiben aus, wenn ich den nicht schmeiße. Ja, nein, glaube ich auch. Also, ich habe es aber auch nie weiter versucht, wo ich überhaupt gar kein Talent habe, ist, ich hab 2, 3, 4 Mal versucht, am Football zu schmeißen. Mhm, ja. Also, da gibt es ja eine klare Technik, die müsste man wahrscheinlich anschauen und dann da das Dinge mal kennen, aber die Male, wo ich geschmissen habe, war sehr entwürdigend. Ja. Ich bin auch, was mich ja immer noch aufregt, ist, ich bin verhältnismäßig schlecht im Eisstockschießen, also, aber einfach beim Aufsetzen, also das müsste ich einfach auch, aber ich war schon immer so, dass ich mir ja Sachen lieber alleine beigebracht habe und wir haben ja mit meiner Oma geübt und die hat mir immer fertig gemacht. Ja, nein, Eisstock, das funktioniert bei mir ganz gut. Ja, der Eisstock Ja, was gibt es sonst noch? Ja, Eishockey spiele ich eher
unteres Mittelmaß, also eher schlecht. Ja. Also, ja, ich war nicht dabei, aber ich meine. Ja, ich war schon einer von den Schlechten. Ja. Nein, aber das meine ich gar nicht, sondern ich meine, du kannst nicht bremsen auf Schlittschuhe, nicht zuverlässig. Deswegen hätte ich jetzt schon eher im unteren. Was immer, also ich kann halt, also diese Hand-Augen-Koordination habe ich auf jeden Fall. Also ich kann mit einem Eishockeyschläger relativ gut umgehen und dafür das, wie selten, dass ich gespielt habe, okay, gut schießen. Ich kann sogar, ich kriege den Puck auch hoch. Ja, aber ich kann nicht bremsen. Ja, das sind die Dinge. Ja. Nächstes Jahr ein bisschen üben. Ne? Ja. Dann. Also es ist schon witzig, macht schon Spaß, da wird es ja auch viel. Und irgendwie ist ich mag den Vibe in der Eishalle, weil es halt irgendwie ist es halt kalt und man schwitzt und es ist da ein bisschen körperlich und man bewegt sich, wenn man mal nichts macht. Also wenn es einfach so gleich ist. Oder in meinem Fall halt, wenn ich mich ausfahre, weil ich nicht bremsen kann. Jungs, ich soll warte. Ja. Jetzt geht's weiter. Ja, also ich stehe mir cool drauf, weil ich kann ja nicht Schlittschuh fahren, also nicht, ich bin schon ewig nicht mehr Schlittschuh gefahren, aber sie einfach... Das ist cool. Mir geht's gut. Ja. Machen wir es so nochmal. Okay, das ist kein Schlaganfall. Nein. Also es ist cool, wenn man sich einfach nicht in seinem natürlichen Habitat befindet, auf Boden, sondern auf dem Eis eben. Das ist cool. Ja. Was ich noch relativ schlecht kann, ist Schwimmen. Ich bin kein guter Schwimmer. Aber da fällt es an alle. Also ich habe ja auch keine brutal gute Ausdauer. Ja. Was aber komisch ist, ist, dass ich im Kampfsport eine okay Ausdauer habe. Also auch keine gute, auf gar keinen Fall. Aber wenn es jetzt wirklich in so richtig Cardio-Sportarten geht. Ich glaube, es ist halt, wenn man es halt trainiert, oder? Also ich meine... Ja, ich habe es immer so verstanden, dass wenn du... Also du bewegst einen Muskel und der zirkt Sauerstoff. Ja. Und eigentlich, ich weiß nicht, ob das soll ja eigentlich keinen Unterschied machen, ob ich Box. Aber auch, wo wir im Thai-Boxen so waren und ich das auch ausdauertechnisch gut durchgestanden habe, bin ich einmal mit ein paar Spätzle auf den Berg gegangen und da habe ich fast umgekippt. Also ich glaube, dass einfach die Belastung ist. Also was halt immer anstrengend wäre, ist, sobald du halt viel Fiers brauchst, weil Fiers ja am meisten Sauerstoff brauchen. Ja, das merke ich mir schon. Aber ich habe also fette Oberschenkel. Ja, das ist eins von meinen Live-Goals, dass ich einmal möchte, schon mal so 1-2 Wochen in so ein Thai-Box-Camp. Echt? Also nicht jetzt, sondern wenn ich wieder ein bisschen fitter bin. Das ist immer das Problem, das zu sagen, weil ich war jetzt auch schon echt verhältnismäßig lang nicht mehr im MMA. Ja. Und weil ich ja so oft auch Corona gehabt habe, habe ich gesagt, jetzt möchte ich erst wieder fitter werden, bevor ich wieder neige. Und das ist schon ein bisschen her. Ja, same. Ja, aber verstehe. Ja. Also die Arschlöcher im Thai-Box-Camp, die Thais haben ja eine Ausdauer, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Und dann bei der Hitze noch. Ja, eben, das meine ich. Also halt einfach um. Ich meine, in Deutschland stirbe ich ja schon im normal temperierten Gym, sage ich mal. Und dann bin ich da Luftfeuchtigkeit auf 800. Und dann haut so ein kleiner knochiger Wichser auf mich ein die ganze Zeit. Ja, dann muss ich einen Lucky Punch machen beim Trainer. Nur ganz kurz, 2 Steine, wo ich echt sehr schwach bin. Einmal Ohr und Low Kicks. Ich weiß nicht warum. Ich kann Low Kicks nicht leiden. Also die hasse ich. Ja. Da bin ich echt überempfindlich. Ich habe eine sehr hohe Schmerztoleranz, aber bei Low Kicks kann ich heulen. Ja. Übertrieben gesagt. Ja. Machen die Leute deiner Meinung nach zu wenig Sport? Also wer sind die Leute? Die Gesellschaft. Ja. Also keine Ahnung, ich habe das Gefühl... Also ich glaube, es ist schon ein guter Trend eigentlich, oder? Also gut, wir leben halt in einem Tourismusgebiet, wo viel Radl gefahren wird, viel Berg gegangen, Gleitschirmfliegen, Fußball etc. Also ich habe eigentlich das Gefühl, dass jeder versucht, Sport zu machen. Also das ist ich nenne es mal, die Sensibilisierung für Sport ist da. Ich glaube, dass früher das größte Problem ist einfach das Durchziehen. Also kennen wir ja. Aber jeder hat eigentlich die Lust oder den Willen, was zu ändern oder zu verbessern. Ja. Aber viele haben das große Problem, das Gleiche, was du gerade gesagt hast, ich möchte jetzt erst einmal das und das machen und dann fange ich mit dem Sport an. Ja, nein, also ich weiß, du hast jetzt nur aufs Thai-Box-Camp bezogen, also, aber andere beziehungsweise also so zum Boxen anfangen kann man jederzeit sofort. Mein Dad ist halt so jemand, der sagt, ich möchte jetzt erst einmal das schauen und dann fängt er wieder das Trainieren und dann, aber den ersten Schritt macht er jetzt schon gar nicht. Also. Nein, da bin ich ja, also einfach wieder anfangen mit was auch immer, das glaube ich gescheiter wäre. Ja. Aber definitiv Empfehlung. Also ich glaube, es gibt nichts, also auch wenn ich
wenn ich jetzt mal genervt bin, gestresst bin, wenn mir hier Dinge aufregen, die zum Beispiel vor dem Gym stattfinden oder vor dem Trainieren stattfinden, dann komme ich dann noch, also bin ich im Training fertig und bin sehr viel klarer auf das Ganze. Ja, auf jeden Fall, ja. Weiß nicht, was alles ausgeschüttet wird dabei, aber selten, dass ich dann nach dieser Dreiviertelstunde nicht komplett das mit einem anderen Blick drauf schaue. Ja. Das ist echt crazy. Was für eine Sportart hättest du gerne als Kind, also von Kindesalter bis jetzt gemacht? Das ist eigentlich relativ einfach, ja. Also bei mir der Thai-Boxen oder irgendwas in die Richtung. Also was ich immer machen wollte, was aber nicht in unserer, was in Deutsch komischerweise nicht gegeben war Kendo. Das ist dieser Schwertkampf. Ja. Also meine Eltern haben wirklich versucht, was zu finden, was du das machen kannst, aber es hat es einfach nicht gegeben. Das ist einfach diese Stockschwertern, weil ich Samurai so cool gefunden habe. Ja. Bin ich froh, dass ich es nicht gelernt habe. Sprich, ja, entweder, also tatsächlich Kampfsport. Ich glaube, dass ultra geil gewesen war, wenn man in irgend sowas richtig athletischem gewesen war für den ganzen Körper, also Turnen. Also, wenn du keinen Sport hat, mit der du für deine Homies angibst und sagst, hey, ich komme gerade aus dem Turnen. Ja, ich hatte immer Kampfsport schon lange, weil du bist ja normalerweise fit. Ja, ich finde nur diese Körperkontrolle so geil, die du halt hast, das meine ich. Und da kannst du halt brutal, also sehr viele, sehr erfolgreiche MMAler, wie jetzt wie der Israel Adesanya, der ist zum Beispiel ein Tänzer eigentlich noch. Und das ist so geil, weil er diesen Stil damit reinnimmt. Ja, Breakdancen, falls man das als Sport, das hätte ja, das war Tanzen, was, also halt irgendein Tanz. Nur Breakdancen. Nur Tanzen. Nur Breakdance. Nur also Break sowas. Ja, nur Hip-Hop-Tanz. Ja, das ist auch. Also ich finde Shufflen tatsächlich ganz cool auch, aber ich finde Breakdance ist ja ein sehr weites Gebiet. Aber ja, das waren Sachen, wo geil war früher. Ja. Wenn du jetzt festlegen musst auf deine 3 Favorite Sportarten, was du selber gern machst, was waren das für 3? Also auf der 1 MMA tatsächlich oder halt Kampfsport, weil ich irgendeine sehr masochistische Seite, ich hoffe, ich habe es richtig gesagt, ja. Masochistische Seite an mir habe, ich weiß nicht warum, und einfach diesen Wettbewerb gern mag, dann... Ich finde, das ist auch eine von den wenigen Sportarten, die wo dir in deinem Leben weiterhilft. Also klar, je nachdem, was für Leben du führst, aber ich meine jetzt, wenn du irgendwo mal Streit hast, du bleibst ja, also das ist ein Irrglaube, dass man denkt, dass viele Kampfsportler aggressiver sind. Ich glaube, du bleibst in vielen Situationen entspannter, weil du denkst, Alter, was willst du von mir? Ja, also ich glaube, seien wir ehrlich, in unserer kompletten Freundschaft, erinnerst du dich, also kannst du ehrlich sein, also ich erinnere mich gerade nicht aktiv, dass ich jemals wirklich richtig Streit gesucht hätte, von mir aus. Also wo ich einfach gesagt habe, hey, heute suchen wir Streit oder so einen Scheiß, oder wo ich aus Prinzip auf irgendwas übertrieben reagieren hätte, nur dass ich mich schlagen kann. Nein. Also wirklich nie. Nein, das nicht. Aus dem Weg sind wir jetzt aber auch nicht gegangen. Nein, aber das ist ja okay, finde ich. Nein, es war jetzt eigentlich nicht der Fall. Ne? Also sprich, ja. War immer nur Reaktion. Oder, ja. Auf 2, was mir echt wirklich brutal Spaß gemacht hat und immer noch Spaß macht, das Tennis. Ja. Fuck, Fußball macht mir auch sehr viel Spaß. Ja, ich glaube, bei mir war 2 Fußball. Ja. Was macht man denn sonst noch Spaß? Was haben wir denn sonst noch? Bingen. Ja, scheiße, ja, Bingen. Ja. Ja, ich tue auf 2 Fußball trotzdem auch. Ja. Und auf 3 Tennis/Tischtennis. Ja. Ja, dann nehme ich Eishockey, das ist das Einzige, was ich sonst jetzt noch gemacht habe, die letzten Jahre. Weil ich finde so, Fitnessstudio, Zeit ist eine Sportart, trainieren. Ja, nehmen wir es halt mit rein. Das macht mir tatsächlich Spaß, also es ist jetzt so, dass ich mir denke, ich muss mir da die ersten 2 Sekunden dazu zwingen, wenn ich dann dabei bin, dann ist es geil. Also ich mag das auch irgendwie, weil es so einfach ist, also es ist so stumpf. Ich meine, ich tue 2 Hantelscheiben irgendwo drauf und dann hebe ich die einfach. Ja, meistens. Ja, vor allem, du kannst in der Zeit, also ich finde, es gibt immer so Phasen, manchmal höre ich tatsächlich auch ein scheiß Hörbuch dabei oder ein Podcast, manchmal höre ich halt irgendeine richtig motivierende Musik und ja, irgendwie ist beides geil und du kannst in der Zeit auch irgendwie abschalten. Ja. Also ich habe auch sehr viele Songideen beim Trainieren dann, vor allem wenn ich andere Musik höre, denke ich mir, fuck, sowas in der Richtung, da ich gerne machen, gemischt mit dem Stil. Klar, aktuell schreibe ich das einfach auf und schaue es mir nie wieder an, aber ist egal.
Ja. Also, ja. Dann kommen wir schon zu den 5 Fragen an Los Brudelos. Ja, geil. Ja. Lieber 4 Stunden lang mit 3 dreadbelockten Hippies oder 3 sture, aggressive Nazis über Politik unterhalten. 1000-mal lieber mit den 3 sturen Nazis. Einfach nur, ich weiß nicht, irgendwie glaube ich, da das unterhaltsamer finden. Die sind einfach viel extremer, safe. Ja. Also, gut, die Frage ist, was gibt es da groß zum Unterhalten mit denen? Ja. Ich war Zuhörer, mich interessiert ja, wie Leute ticken. Ja. Beides war interessant, Ja. aber ich hätte halt Angst, dass ich bei den Hippies miert werde. Ja. Und bei den Nazis hätte ich, glaube ich, so viel dann zum Erzählen danach, Ja. dass ich das bevorzugen darf. Ja, ich weiß nicht, was ist bei den Hippies, was ist da für Einstellung? So Frieden, Love and Peace und alles. Also ich weiß nicht, was das für. Ich glaube, da gibt es wenig spannende Sachen, die es zum Erzählen haben. 4 Stunden sind ja schon lang, gell? 4 Stunden, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal 4 Ja, Stunden. aber dann war es gescheiter, wenn ich die Hippies nehme, weil dann können wir uns ja dann austauschen. Das wäre geil, ja. Aber du darfst jetzt safe einpennen. Ja, safe, ja. Aber das ist völlig schlecht. Erst so schnell so eine Stunde vorbei. Ja, okay. Wow, Ja. das war ein gutes Gespräch. Danke, Jungs. Ja. Worauf hast du dich als Kind am meisten gefreut? Ferien? Ja, Schwimmbad war immer was, worauf ich viel Bock gehabt habe. Mit Freunden treffen. ich habe mich immer wahnsinnig auf Mackie gefreut. McDonalds war für mich immer ein wahnsinniges Highlight. Dann, ja, ich habe eine richtig harte Zockerphase gehabt, wo ich in der Früh aufgestanden bin und mir gedacht habe, jetzt in die Schule, und sobald ich dann von der Schule wieder da bin, Ja, dann zockt man, ja, wenn wir ein Lager gebaut haben. ja. Ja, dieses Gefühl von der Schule heim zum kommen und zum Wissen, ich mache meine Hausaufgaben Ja. nicht, ab jetzt ist frei. Das, Das ist kann man mit nichts unbeschreiblich. vergleichen. Nein, das ist, Das Einzige, pass auf, es gibt nur 2 Gefühle, die stärker Ja. sind. Einmal das Gefühl, wenn du es vor die Sommerferien, der letzte Ja. Tag vor die Sommerferien, das kann man mal einen Song drüber machen. ja, Weil das ist einfach, das ist irre, das kannst du beschreiben. 6 Wochen einfach auf alles scheißen. ja, Das ist, aber das habe ich ja damals als Kind schon zu schätzen gewusst, du. ja, schon. Also ja. habe ich nicht so auf die leichte Schulter genommen. Also mir war nicht klar, dass das Erwachsenenleben so scheiße ist dann. Ja. Ja. Also, Ja, dass ja, man- wir haben dass man es echt schlecht. Ja, das ist ein Albtraum. Aber dass man so wenig frei hat. Ja. Also ich habe die Ferien schon zum Schätzen gewusst, aber ich habe nicht gewusst, dass ich die Menge an Ferien auch zum Schätzen wissen muss. Das stimmt. Weil das, was hat man jetzt als normaler Arbeitnehmer? 25 Tage sowas, oder? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ja. Aber 25 bis 30, sagen wir Ja. mal. Und die haben halt einfach alle 4 Wochen Ja, frei gefühlt. 6 Wochen sind das. Das waren einfach, du hast einfach nur als Erwachsener hast du nur einmal Sommerferien quasi. Aber pass auf, ich habe was noch stärker ist als dieses Ja. Gefühl. Crystal Meth. Crystal Meth. Ja, ganz genau. Ja. Nein, wenn du 2 Monate nicht gesoffen hast, dann Ja. wenn du das saufst, das ist auch ein starkes Gefühl. Nein, Ja. pass auf, du bist fertig mit der Schule, Ja, hast die Abschlussprüfung geschrieben Alter, ja. und gehst dann raus und du weißt, es ist okay gelaufen. Ja, Oder ich weiß nicht, das macht man schon, nachdem man es geschrieben hat, dass man dann rausgeht und mit alle richtig Ja. hardcore zum Saufen geht. ja, ich glaube schon, ja. Dieses Gefühl, fertig mit der Schule zu sein und das zum Feiern, das ist auch unbeschreiblich. Ja. Das Ja, das es war kann man nicht in ein Worte geiler fassen. Tag. Aber mir war der Übergang dann auch relativ lang. Ich glaube, man ist dann im Juli ja fertig. Und man fängt erst an, wir mit der Schule dann im Mitte September an, mit der Ausbildung. Ja. Da hat 2 Monate in Anführungsstrichen nicht viel zum Tag gehabt. Also ich habe schon viel gemacht, aber halt nichts Berufliches. War schon auch geil, einfach entspannt jeden Tag. Irgendwie am See geflaggt, Bier gesoffen. Ja, ich würde gerade sagen Albtraum, aber ich habe das andere gemeint. Ja, Was ist das Gegenteil von einem Albtraum? normaler Traum. Ja. Aber manchmal gibt es ja, also ich meine, ein Albtraum ist ja ein schlimmer Traum, aber ab und zu traue ich ja was und Was Urgeiles. empfinde nichts quasi. Ja, das ist ja das dann in der Mitte für mich. Ja, Ja, sagt mir, was das Gegenteil vom Albtraum ist. ja. Hast du schon mal was gewonnen? Ja, ich habe das erste Mic, das wir je besessen haben, habe ich gewonnen durch Betrug. Ja, Das war so ein Lyric-Wettbewerb und mein Text war nicht super, aber auch nicht schlecht. Und man hat gemerkt, dass der andere seine ganzen Spätzchen mobilisiert hat. Gell? Die haben für den abgestimmt, das waren 5, 6 Leute. Ja. Das war eine Online-Abstimmung und du hast einfach dein
deine Cookies und so weiter löschen können und Cache und was weiß ich, das was alles heißt. Dann hast du ganz oft abstimmen können, dann habe ich das meilenweiten Vorsprung, habe ich das Ding geholt. Ja. Das war das Schuhe SM58. Na, heute noch ein Klassiker. Super, krass, gell? Ja. Also ich weiß nicht, ob es jemals wieder was geben wird, was sich so lang durchgesetzt. Ja. Ich habe irgendwas Cooles habe ich noch gewonnen, aber ich weiß nicht mehr. Ich habe mir 50 Euro beim Bayern losgewonnen. Stark. Gutes Gefühl, glaube ich. Einmal beim einarmigen Banditen 100 Euro gewonnen auf dem Kreuzfahrtschiff. Und ich habe die Schülersprecherwahl gewonnen. Wow. Politik. Macher. Ja. Ich möchte da nochmal kurz zu meinem Wahlkampf eingehen. Da musste ich ja zu jedem, in jedes Klassenzimmer gehen. Ich habe ein Foto, also ich habe mir ein richtiges Wahlplakat gemacht, wie die Amis, habe mir jetzt so fotografiert und mir so hingestellt. Ich kenne das Wahlplakat sogar. Ja, weiß schon. Michael E. Die Alternative habe ich mich damals genannt. Das ist aber schon lange her, da hat es die AfD noch nicht gegeben, möchte ich noch mal sagen. Ja, stimmt. Schau, hätte ich nicht einmal geschlagen, die Brücke. Ja, und ja, da haben halt alle eine kleine Wahlprogramme gehabt und ich habe das eigentlich nur gemacht, wie ein Tutor sei, weil meine Lehrer gesagt haben, dass ich so schlecht in der Schule bin, dass in der Bewerbung gut ausschaut, wenn ich mich wenigstens engagiere. Und dann habe ich das halt gemacht und mein Slogan war halt nicht, wir wollen ein weicheres Klopapier oder 10 Minuten länger Pause, sondern ich habe gesagt, ich verspreche euch gar nichts. Die Leute haben gelacht. Weil ja, das war ehrlich. Ja, die Leute waren mal wieder ehrliche Leute in der Politik. Das habe ich in jedem Klassenzimmer gemacht. Du gehst wirklich jedes Klassenzimmer. In jedes? Ja, wir waren in jedem Klassenzimmer. Das sind doch also 30 Klassen oder sowas. Die alle haben mir einen Scheißdreck verzeiht und ich bin halt dann immer zum Schluss gekommen. Geil. Und dann habe ich gesagt, ja, ich verspreche euch gar nichts, aber ja. Ich bin ein witziger Typ. Und ich habe gewonnen, schau. Klar, und wahrscheinlich mit Abstand. Ja, das weiß ich nicht, keine Ahnung, aber ja, mir war's aber, du bist immer am besten, wenn es dir scheißegal ist. Natürlich. Ich habe gar keinen Bock gehabt eigentlich. Ja, warum, ja. Wart ihr vor Tests in der Schule nervös? Ja. Ja, also prinzipiell, Mathe. Vor allem wenn du der Ex geschrieben hast, und das ist, ich finde, das ist wie so ein kleiner leichter Blitzschlag. Wenn du jetzt weißt, oh, jetzt wird der Ex geschrieben, große Überraschung, bist du in der Schule und es wird der Ex geschrieben. Ja. Aber damit habe ich gar nicht gerechnet. Eigentlich hätte es auch kündigen können, dann zumindest ein kleiner Tipp. Ja, schon, ja. Und dann wird er da gestanden, Mathe-Ex, und auf den Zettel geschaut und hast du schon gewusst, alles klar. Da wird jemand das Wochenende seine Freunde nicht treffen, wenn die Ex wieder retour kommt. Ja. Beziehungsweise die Woche später, wenn es dann der Mama erzählt. Ja, wenn es wirklich Herz sagen muss, ja. Ja, nein, das war einer der schlimmsten Momente wiederum in meinem Leben. Also, Exen, wo du gar nicht vorbereitet bist, oder Exen, wo du zumindest irgendwie vorbereitet warst, aber du schaust aufs Bladel, erste Aufgabe, springst zur zweiten. Denkst, oh fuck, nein. Und du planst in deinem Kopf schon, du musst die Hälfte, die Aufgaben muss richtig sein, damit du auf deinen Vierer kommst. Und die dritte denkst, oh nein. Vierte, nein. Ich war ab und zu so ein bisschen so ein partieller Lerner. Also ein bisschen pokert. Wenn du für eine Schulaufgabe lernen hast, habe ich mir gedacht, ich habe immer so gedacht, das wird Sinn machen, wenn das schreiben wir mal an. Und ab und zu habe ich vorhin scheiße gelangt. Und dann stehst du da, so eine Schulaufgabe in Englisch, keine Ahnung, und da möchte ich auf jeden Fall vor allem mit Grammatik, also Beste, keine Ahnung, von Grammatik. Ich habe ein paar Vokabeln gelernt. Ja, wenn es gut gegangen ist, wenn es Zeit müssen. Ja. Und ja, darauf können wir jetzt aufbauen. Aber einen Satz kann ich nicht bilden. Ja, nein, Englisch war gar nicht so schlimm, aber im BWR habe ich das oft gemacht, so Wirtschaft, Geschichte, Religion, alles was du nicht auswendig lernen musst. Da habe ich mal geschaut, so, muss ich das wirklich kennen? Religion war gut, weil das war oft Lückentext. Ja. Und da habe ich es mir oft irgendwie zusammenreimen können. Und irgendwie habe ich da immer ein bisschen zugehört. Ja. Und es hat ja ganz viel gespickt. Also ja, aber viel. Das habe ich später angefangen, weil da war ich nicht kaltschneizig genug. Das war mir immer so. Das war wieder so ein Kick. Das nein, für mich habe mich so unwohl gefühlt, wenn der Lehrer und ich war so schlecht drin. Das ist ja wieder. Ja, ich bin da im Ärmel halt immer, da immer so klar. Habe ich nicht lesen können. Ja, das auf der Wasserflaschen war halt dann, das waren halt die fortgeschrittenen Dinge. Ja, schon, ja. Ich weiß noch einmal, haben wir in Erdkunde die 16 Bundesländer kennen müssen. Und ich habe Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, da war Schluss. Und im Heft waren alle drin. Und dann habe ich mir eingefallen, im Heft steht das ja drin.
Und als Hausaufgabenheft hat er auf dem Tisch sein dürfen. Echt? Ja, da Weiß ich zumindest. nicht Ja. Oder habe ich im Rucksack gehabt, auf jeden Fall, dann da alle abgestimmt. Einser gehabt. Hätte mich nie danach fragen dürfen. Bis heute nicht. Ja. Was ist dein Lieblingsmusikvideo von uns erst einmal? Ich mag Bauwagen irgendwie sehr. Ich mag Bauwagen und Bierzeitparty beide sehr, sehr gern, einfach nur, weil es so, ja, weil es irgendwie eine neue Ära ein bisschen eingeleitet haben. Ja, vor allem Bauwagen. Also videotechnisch Ding schon, Bierzeitparty, aber Bauwagen war dann wieder so der Restart. Ja, und weil wir halt einfach, sage ich mal, unsere zwei, ich nenne es einmal, Existenzen zusammengeschmissen haben und auch gleichzeitig wieder das gemacht haben, was wir schon seitdem wir 10 Jahre alt sind gefühlt gemacht haben und einfach ein so unnötiges, langes Intro gemacht haben. Einen Haufen Leute dabei gehabt haben, die alle bis 3, 4 in der Früh beim Dreh dabei waren. Ja. Und es war einfach... Ja, waren viele Leute dabei, die wo jetzt immer oft am Start sind. Ich meine, der Mann hat Fabi. Ja. War da nicht sogar der Philipp? Philipp? Der Philipp war dort, Philipp mit dem der Peis Franz. Peis Franz, Und der der ist am schaut Start. einfach ein bisschen anders aus, dieses Arschloch. Das regt mich so auf. Schaut einfach immer nur aus wie damals. Ja. Es ist... regt mich wahnsinnig Einen auf. fragwürdigen Lebensstil, glaube ich. Einfach. Das ist das Problem, aber gut, selber schuld, wenn es auf sich schaut. Ja, das ist nicht gesund. Nein. Was mag ich noch sehr? Ich mag ein Video, wo ich beim Dreh eigentlich gedacht habe, das ist jetzt eher nichts. Ja. Aber es ist 10 Jahre Knast, hat für mich irgendwie einen guten Vibe. Ich mag, wie es losgeht. Ja. Wir haben eigentlich viel richtig gut. Ich mag Ding gern. Du weißt, wo die Tier ist. Ja. Du weißt, Das war einer von meinen Favorites. Also mein Ding, das, Ja. also jetzt nicht das Sadomaso, aber wenn es so ein bisschen düster ist, das mag ich gern. Was ist denn noch? Barz. Ja, stimmt. Barz ist halt auch schon wieder die ganze Story drumherum und auch der Dreh selber und auch dann der Vibe vom Video. Ja. Leberkass. Leberkäse, auch wieder, fuck. Also. Leberkäse, sehr geil. Wir haben viel, also es gibt ein paar, die wo jetzt nicht so krass sind, wie keine Ahnung, zu Hurra oder so. Oder, Ja, es war nicht so. ja, es sind alle solide, aber Ja. Feiern hat auch Spaß gemacht im Spinnenrad. Feiern war auch geil. Ja. Feiern war so eins, wo echt viele Leute da waren. Also da waren gleich Und 30, 40 Leute da. Das war bisher unser stärkster Musikvideodreh, den wir je gehabt haben, meiner Meinung nach. Der war richtig gut durchorganisiert. Ja. Die Szenen waren perfekt vorbereitet. Da haben ja Tom und Sabrina so wirklich zur Abwechslung mal richtig, richtig gut zusammengearbeitet. Ja. Das war geil. Also das war wirklich stark. Was haben wir noch alles gemacht? Also Bei Meister Eder, der sind ein paar vor die USA reisen, die Aufnahmen mag ich gern, aber sonst ist es ein bisschen zusammengewürfelt und sehr viel Performance, wenig B-Roll, das stört mich da ein bisschen. hat die Leute halt einen Scheiß interessiert, muss man jetzt einmal dazu sagen. Das Stammtisch mag ich, ist das ganze Projekt ein bisschen. Ja, echt viel. Ja, was haben wir sonst noch? Was sind denn unsere erfolgreichsten Songs? Ein Bauwagen-Remix hat irgendwie Spaß gemacht. Ja. Aber das Video jetzt auch nicht so wild. Na. Gut weiter. Gut, gut weiter. Aber gut weiter ist Aufwand, Nutzen war auf jeden Fall 10 von 10. Ja. Weil das war vielleicht der 4-Stunden-Dreh. Shooters Manitou ist auch Haben wir ein auch geiler gut. Vibe. Ja, gut, war gleiche Location. Ja. Teilweise. Ja. Gut, beim Oberland Eichheimer-Sack ist auch witzig, da liebe ich das Intro. Das ist auch richtig, ist auch gut gemacht. Ja, haben Also wir glaube ich schon alle. Ja. Nein, also die Neuen. Also 18 finde ich auch ein starkes Video. Ja. Geiler Vibe, Dreh hat Spaß gemacht. Ja. Mein Dorf ist jetzt auch keins der stärkeren Videos, aber trotzdem grundsolide. Aber der Tag war lustig. Ja, also der Vibe war auch gut da. Ja. Auch wenn der Mike so Kopfweh gehabt hat. Ja. Hoffe, es geht ihm besser. Ja. Was gibt es für andere Künstler, Musikvideo, wo bei dir hängen geblieben ist? Da musst mir jetzt du sagen, wie es heißt. Also es gibt zwei, die einfach nur geisteskrank sind. Einmal ist das von dem Childish Gambino, wo er dann so, this is America. Was in America? Wahrscheinlich, ja. Dieser Umschwung ist, das ganze Ding ist ein Kunstwerk. Und der Storyteller, der an dieser Vom Tankstelle NF. ist, ja. NF. Story, hast du das nicht einfach eine Ja, Story? so Story, ja.
irre. Ja, das ist auch eins von denen, was ich immer so herzogen habe, wenn ich Musikvideos herzeige. Ja. Ich habe lange die RAF-Videos cool gefunden, die Shao Casado gemacht hat, weil ich einfach den ganzen Vibe mengen habe. Also, er hat ein extremes Talent, also die ganzen Momente einfach einzufangen, was da so passiert. Ja. Also der hat, glaube ich, war mit an dem Erfolg beteiligt, den ganzen Vibe zu transportieren. Sonst was gibt es noch? Sonst was finde ich sonst noch geil? Call on Me von Eric Price. Leck mich am Arsch. Ja, Pussycat Dolls, Buttons. Ja. Gut gemacht, das Video. Ja, super, ja. Dirty, Christina Aguilera. Leck mich am Arsch. Und was ich auch noch lieb, also ich mag an Eminem seine Musikvideos oft, weil die alle immer sehr lustig sind. Vor allem das Forget About Dre, das ist das, wo es einmal, da wird der Song oft unterbrochen mit so kleinen Einspieler. Das kenne ich gar nicht. Nicht, oder? Nein. Oh fuck, das ist so geil. Das ist sehr, sehr lustig, weil am Anfang sind sie jetzt auch besoffen, kommen irgendwo an, dann geht der Song los und dann hat mitten unterm Song, jetzt sagt er nein. Was ist das, wo man das ist? Ich weiß nicht, warum ich das so lustig. Eminem ist echt, man darf nicht vergessen, was das für ein witziger, kranker Typ ist. Wo das, da brennt es im Hintergrund und sagt, das ist das, ja. I was listening to my Will Smith CD. This is Forget About Dre. Ja. Oder? Okay. Ja. Oder Still Dre? Nein, Forget About Dre. Krass. Ja. Den Teil kenne ich. Detroit what? Detroit what? Ja. Okay. Ja. Das finde ich sehr unterhaltsam, ja. Und was ich trotzdem noch erwähnen muss, weil es so einfach ist, aber es gibt so ein paar Songs, die habe ich gehört und habe mir gedacht, die sind ganz cool. Da gibt es 2 jetzt noch. Ja. Aber als ich das Musikvideo gesehen habe, hat das alles für mich verändert. Der ganze Song hat einen anderen Vibe gekriegt und das ist für mich Daylight von Yelawolf, wo er einfach nur in dieser Hütte ist, hat irgendwie einen unfassbaren Vibe. Ja. Und Macklemore, And We Danced. Ja. Daraufhin haben wir eine Bierzeitparty gedreht und haben versucht, mit unseren geringen Mitteln das irgendwie einen ähnlichen Vibe zu kreieren, was uns natürlich nicht gelungen ist. Ja. Aber ja, das war irre. Habe ich geliebt. Deutschland von Rammstein ist ein krankes Video. Ja, Rammstein insgesamt, das ist schon heftig. Genau, das waren die 5 Fragen. Super. Was steht die Woche an? Heute ist Bandprobe, also Donnerstag. Dann Freitag Auftritt in Untersried. Ja, haben wir dann schon hinter uns. Ja. Da lernen wir die Droglauer Burm kennen. Ja. Oder nur die Droglauer, ich möchte es nicht wissen. Droglauer Burm, ja. Die Droglauer. Ja, die Droglauer. Die Draufgänger, irgendein DJ-Duo. Nice. Mecken, irgendwas, ja. Und dann ist nächste Woche, arbeiten wir schon wieder am nächsten Song. Ja. Was wir vergessen haben, hast du glaube ich schon gesagt, dass wir aufgenommen haben die Woche, gell? Ja. Ja, that's it. Sabrina hat Geburtstag, steht da noch. Sabrina hat Geburtstag am Dienstag, am 14. Also kennt ihr ja, schreibt ihr ja eine DM, da freut sie sich, oder in die Kommentare. Genau. Und dann hören wir uns nächste Woche. Und jetzt hat die letzten Worte wie immer der wunderbare Harald